Milo hat das zweite Video hochgeladen mit Unge. Diesmal ist es das Madeira-Quiz und ihr wisst, ich bin nicht nur der Schweiz-Experte, sondern auch den Madeira-Experte. Und heute werden wir gewinnen. Ich sag's euch. Das ist Simon Unge. Und das bin ich? Keine Ahnung wie, aber ich war in Madeira bei Simon Unge und in diesem Video stellt er mir Fragen zu seiner neuen Heimat, Madeira. So viele Untertitel, Digga, ich bekomm's nicht mit. Letztes Mal haben wir das Schweizer Quiz gemacht, jetzt kommen die Madeira-Fragen. Jetzt muss ich mich beweisen. Ich habe die Insel genossen, aber vielleicht habe ich natürlich auch das Wissen ein bisschen vernachlässigt. Das ist ganz fatal, wenn man das Wissen vernachlässigt. Viele kennen mich ja Ja, aber Milo vernachlässigt das Wissen auch schon immer im Leben. Funny Joke. als den Staatsoberhaupt von Madeira. Wenn er hier was in Bewegung setzt, dann kommen alle Portugiesen. Allerdings gibt es noch einen offiziellen Ich war noch nie Madeira, Chat, aber ich würde sehr, sehr gerne nach Madeira gehen. Sieht sehr schön aus. Aber nur so, ich glaube, Madeira wäre so ein Ein-Wochen-Ding. Das ist so für eine Woche geil, aber dann hätte ich keinen Bock mehr. Weil so Inseln sind geil, aber Inseln sind auch klein. Und ich finde kleine Sachen nicht toll. Außer bei meinem Schwanz, Digga. portugiesischen Staatsführer, Nein, wirklich? den Präsident von Madeira, der neben mir regieren darf. Wir haben uns darauf geeinigt, ein Deutscher, ein Portugiese, Mashallah. Wer ist denn der portugiesische offizielle Präsident von Madeira? João Okay. Gonçalves. Heißt der Präsident João Gonçalves. von Madeira Miguel Albuquerque? Oder heißt der Präsident von Madeira Jesus? Oder Jesus? Und das spricht was Jesus aus? Ich würde es Jesus. Jesus, genau so. Jesus Jesus, Digga. Jesus Garcia. Okay. João Gonçalves, Miguel Albuquerque und Jesus Garcia. Ich würde sagen, rein von meiner Interpretation und meinem Wissen über Portugal, Cristiano Ronaldo, Emmanuel Deschamps, würde ich sagen, dass, ich sage jetzt einfach mal, ich denke A, stimmt, weil das klingt am natürlichsten, aber ich sage einfach mal auf gut Glück, Jesus Garcia. Jesus Garcia. Unge hat so getan, als könnte er es nicht aussprechen, obwohl er ganz genau weiß, wie man es ausspricht, Chat. So ein Ding ist das. Garcia. Du hast gut ausgewählt auf jeden Fall. Die tönen alle so portugiesisch. Die tönen alle. Geiles Wort. Portugiesisch. Alles portugiesische Namen. Albuquerque, das klingt nicht nach einem... Nee, Albuquerque ist safe nicht. Klingt so nicht nach einem- ausgedacht? Klingt ausgedacht, aber vielleicht bin ich auch komplett lost. Sagen wir nochmal den ersten. João Gonçalves. Auf João Gonçalves. Du bist ein schlauer Junge, aber in diesem Punkt irrst du dich leider, denn Miguel Albuquerque ist der Präsident von Madeira, der Einzige, der sich ausgedacht anhört. Deswegen sind die anderen ja auch so logisch. Weil Albuquerque, gibt's nicht noch irgendjemand anderes, der auch Albuquerque heißt, Chat? Irgendwie kenne ich den Namen. Okay, krass. ich mir die ausgedacht habe. Wie groß ist Madeira? Ist Madeira 741 Quadratkilometer groß, 856 Quadratkilometer groß oder 1083 Quadratkilometer? Was denkst du? Wir können das kurz ausrechnen. Ich denke, dass Madeira 80 Kilometer hoch ist und 50 Kilometer breit. Und 8 mal 5, was gibt 8 mal 5? 400, das stimmt nicht. Das ist ja viel zu klein. Okay, dann würde ich aber sagen, actually das erste. Ich würde sagen das erste. Dazu sagen, mit In Breaking Bad spielt Albuquerque. Okay. Ich würde sagen das erste. extrem schlecht. Du hast ja auch mir ein paar Er ist ja auch großflächig dumm. Schätzfragen gestellt, deswegen kommen jetzt auch fiese zurück. Das sehe ich ein. Da ich wirklich absolut lost bin bei Flächen, ich kann auch keine Referenz zur Schweiz ziehen oder so. Ich würde einfach mal sagen, ich gehe einfach mit den 1000. Oh, du sagst, Madeira ist Ich glaube 1000 ist zu groß. Ich glaube das erste. eine große Insel, Mashallah. Mashallah, eine sehr große. Madeira ist tatsächlich eine große Insel, denn Madeira ist fast genauso groß wie das komplette Bundesland Hamburg. Nur, der Unterschied ist, in Hamburg leben ungefähr 2 bis 2,5 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Auf Madeira leben nur weniger. Die Frage kommt gleich noch, deswegen darf ich es nicht verraten. Aber, wie groß sind diese 3 Orte? Diese 3 Orte sind 740 Let's go! Quadratkilometer. Eine kleine süße Insel im Atlantik. Schade, es bleibt bei 0 Punkten. Wir sind besser als Milo. Das ist perfekt. Sorry, kleine Störung. Mein Ziel ist es, irgendwann mal die 100.000 Abos zu knacken. Also, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Kuss. Wie viele Einwohner Ey, mein Ziel ist auch eines Tages die 100.000 Abos zu knacken. Also, wenn ihr ein Abo da lasst, Chat, auf YouTube, dann halt dein Maul. hat Madeira? Auf den gleichen 741 So ein Geier, Digga. Quadratkilometer. Ungefähr 150.000 Einwohner. Sei ihm gegönnt. Milo, diesen. Hat Madeira ungefähr 250.000 Einwohner. Oder fast die Million mit 750.000. Lohnt sich eine Insel für 150.000 Leute zu bewirtschaften? I don't think so. Ich würde sagen 750.000. Er hat gesagt, dass es gleich groß ist wie Hamburg, aber nur 750.000. 250.000 oder 750.000. Ich würde sagen,
dass Madeira auf jeden Fall weniger Einwohner hat als ich Abonnenten auf TikTok, Digga. Ich würde sagen 250.000. Einwohner. Sehr, sehr gute Frage. Ich gehe mal jetzt logisch vor. Es sind viele Berge. Viel Fläche kann nicht bebaut werden. Oft sind nur die Flächen bebaut, die so im Tal sind oder gerade am Strand. Funchal ist eine ziemlich große Milo Fivehead. Stadt, wahrscheinlich größer als meine Hometown Fribourg. Und ich gehe nicht mit der ersten, sondern mit der 250.000 Einwohner-Antwort. 250.000, denkt der Junge. Weit daneben wären 750.000. Du hast recht! Es sind 250.000 Einwohner. Dein erster Okay. Wir haben 2 Punkte, Milo hat 1 Punkt. Wir sind besser als Milo. Punkt. Dein erster Aber warum hast du das gelernt? So Dramaturgie? Dramaturgie, ja, ich bin Showmaster. Aus wie vielen Inseln besteht Madeira? Besteht Madeira aus einer Insel, 3 Inseln oder 4 Inseln? Boah, das ist eine gute Frage. Gibt es nicht so eine Nachbarinsel neben Madeira? Aber vielleicht ist auch eine Fangfrage und es gibt eigentlich nur eine Insel. Ich sag mal so, Chat, ich glaube, Madeira ist nur eine Insel. Was denkst du? Ich habe mir das Ganze mal bei Google Maps mal reingezogen, aber ich bin mir halt nicht sicher, was alles dazugehört. Also es gibt sicher die Hauptinsel Madeira, dann gibt es noch so eine kleine nebendran, wo man mit der Fähre draufgehen kann. Porto Santo. Ich sag einfach mal was heißt Porto Santo auf Deutsch? Heiliger Hafen. Da hat Christoph Kolumbus gelebt. Sympathischer Typ. Einfach mal ganz Südamerika einnehmen. Chilliger Typ. Chillig, Bro. Heute bin ich noch wandern gegangen am Meer und da habe ich gesehen, dass noch 2 kleine Inseln dort sind, die Okay, ich habe gesagt eine Insel, aber es ist wahrscheinlich mehr als eine Insel. so ein bisschen abgelegen sind und niemand drauf wohnt. Madeira. Sagt man eigentlich Madeira? 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 Ich habe schon alles gehört. Kann man Inseln? sagen? Du hast 2 Inseln gesehen. Ist es eine lange oder 2? Das ist die Frage. Ist es ein langer oder 2? That's what she said. Wenn du so mir gerade Haben Sie lieber einen langen oder 2? so reingrätscht, dann würde ich aber mal ganz dringend auf 3 tendieren. Bist du sicher? Vielleicht habe ich auch dich verunsichert. Auf gar keinen Fall. Überleg dir ganz genau. Log die 3 ein. Okay, hättest du vielleicht die 4 genommen? Ich hätte ursprünglich wahrscheinlich die 4 genommen, ja. Okay, also ich kann einfach mal sagen, du hast auf keinen Fall 2 Inseln gesehen. Denn was du gesehen hast beim Spazierengehen, waren die Ilia Desertas. Die zählt als eine Insel. Also es ist die Wüsteninsel. Aber es gibt noch eine ganz kleine Insel, die ist fast an der Grenze zu den Kanarischen Inseln. Die kannst du gar nicht sehen, die ist so weit weg. Das ist nur so eine kleine Insel, die ist nur 3000 Quadratkilometer groß. Die hat Portugal nur benutzt, um ihr Seegebiet zu erweitern. Boah, geile Animation, Digga. Diese Insel zählt auch zur Gruppe der Madeira-Insel. Deswegen gibt es sehr, sehr schade. Let's go. Wir waren nicht richtig, aber Milo war auch nicht richtig. 2:1. Der berühmteste Sohn Madeiras heißt Cristiano Ronaldo. Cristiano Emanuel dos Santos Ronaldo. Wie viele Instagram-Follower hat er? Ist er auf Instagram die Nummer 1? Ist er auf der Nummer 4? Ist er auf der Nummer 9? Oder ist er Platz 35? Warte kurz. Ich würde sagen, Cristiano Ronaldo hat 180 Millionen, aber er ist nicht Platz 1, weil auf Platz 1 ist Ariana Grande. Stimmt das oder bin ich falsch, Chat? Bin ich falsch oder stimmt das? Ich würde sagen, Platz 4, Dicker. Ich weiß auf jeden Fall, dass er sehr, sehr weit oben ist. Aber er ist nicht die Nummer 1, glaube ich. Oder hat er die Spitze übernommen? Also 1 oder 4? Kann er diesmal ausnahmsweise einen Tipp geben? Er ist in den Top 10. Ja, da war ich ja auch schon. Der hat 349 Millionen auf Instagram. Okay, scheiß drauf. Ich gehe einfach mit der Top-Platzierung. Oha. Cristiano Ronaldo, the Ach so, dann hat Cristiano Ronaldo Ariana Grande überholt. Hä? baller of Madeira, is the top most followed man on Instagram. Oha. Okay, also ich sag dir so, wie es ist. Kann ja aber Instagram ist die Welt schnelllebig. Wie sieht's aus? Du hast recht. Instagram selber zähle ich dazu. Okay, damit hast du deinen 2. Punkt. Boah, es steht 2:2. Aber Digga, wenn du rechne, jetzt kommt's, Chat, ich sag's euch. 340 Millionen durch 8 Milliarden mal 100. Von 100 Leuten folgen 4 Leute Ronaldo auf der ganzen Welt, Digga. Das ist gar nicht so fame, Digga. Nicht viel, aber immerhin. Wir sind auf Madeira. Madeira gehört zu Portugal. Wie weit ist Madeira vom portugiesischen Festland entfernt? Obwohl Madeira zu Portugal gehört, sind wir ja schon eine schöne Ecke weg. Aber wie weit ist das? Sind wir vom portugiesischen Festland gerade 500 Kilometer entfernt? 1000 Kilometer entfernt? Oder 2000? Okay, warte. Ich muss mir das vorstellen. Ich würde sagen, tatsächlich 2000 Kilometer. Kilometer entfernt? Das ist ganz eine schwierige Nummer. Also 500 kann ich schon mal ausschließen. Warum? Habe ich einfach das Gefühl, ist weiter weg und der Flug, der geht auch dementsprechend lange. Wie lange? Nach Lissabon bis hier ungefähr 2 Stunden. Oh, okay. Das ist eine gute Information. Lissabon, Madeira 2 Stunden. Von Basel bis nach Berlin hat man 1 Stunde 10.
Und das sind circa 900 Kilometer. Dann sind 2 Stunden 2000 Kilometer, I guess. Genauso weit wie ungefähr von der Schweiz bis nach Lissabon. Also es ist ungefähr die gleiche Distanz. Dann tendiere ich zwischen 1000 und 2000. Irgendetwas von den beiden. Ein Flugzeug, maximale Geschwindigkeit ist vielleicht so 700 km/h. Oha. 700 km/h Bisschen schneller, ich würde sagen 900. und Extrem wichtige Information, Chat. ich habe 2 Stunden ungefähr. Das Jetzt kommt der Rechenboss. liegt nicht immer Vollgas. Dann, glaube ich, ist es, näher an 1000 als an 2000. Der deutsche Pfeifett. Doch, ich logge jetzt 1000 Kilometer ein. Okay, ich sag 2000. Milo, jetzt geht's rund. Okay, 1000 Kilometer. Leider, muss ich dir sagen, sind es mehr als 1000. Aber auch deutlich weniger als 2000. Es sind nämlich 1010 Kilometer. Nee, das gibt's nicht. 1010, wie langsam fliegen die Flugzeuge da, okay? Fair enough. 3:2 für Milo. Also, die 1000 Kilometer sind die richtige Antwort. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Wann bin ich Okay, das ist jetzt die letzte Frage, I guess. Das heißt, ich kann nur noch ausgleichen, aber ich kann nicht gewinnen. fest nach Madeira gezogen? War es im Winter 2018? Oh, nee. War es im Sommer 2019? Oder war es im Winter 2019? Oh nee. Ich würde sagen, dass er im Winter nach Madeira gezogen ist, weil er noch den letzten Sommer genießen wollte. 3 Jahre ist er safe schon da. Das heißt, wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen, ist 2020. Nochmal ein Jahr zurück, ist 2019. Ist 21 oder 22? 2021, ne? So dumm kann keiner sein. Okay, ein Jahr zurück, 2020. Noch ein Jahr zurück, 2019. Noch ein Jahr zurück. Ich würde sagen, Winter 2018. Oh mein Gott, Simon. Das sind ja ein bisschen mehr als 3 Jahre dann. Also du hast oft geredet von 2,5 Jahren. 2,5 Jahre. Aufgepasst. Das Digga, wusste ich gerade nicht, was wir für ein Jahr haben. ein Jahr zurück, Oh, nee. Sommer 20. Noch ein Jahr zurück, Er macht's genau gleich. Sommer 19. Aha. Und noch ein halbes Jahr zurück, Winter 19. Oder? Ja. Oder 18, nee, Winter 18. So blöd kann doch keiner. Ist ja eigentlich das gleiche. Winter 18, Winter 19. Ja, ist ja eigentlich das Gleiche. So meinst du das. Die Ja, weil der Grenze. Winter Ja, wann ist dein Kind geboren? Ja, Winter 18 oder 19 ist genau das Gleiche. ja auch in beide Jahre übergeht. Winter 19, aber an 18 halt dran. Du hast recht. Jawohl, Du hast gut let's aufgepasst. go. Er hat gut aufgepasst, er hat gut zusammengerechnet, Brain bewiesen und da Okay, 4:3 für Milo. Milo, Digga, GG. damit stehen wir gleich Knowledge Schweiz, Knowledge Madeira. Schweiz und Madeira, so, wieder schauen und Reingehauen. Unge, ich komme zu dir auf die Insel und wir machen einen Quiz über Basel, Digga.